gibt bei keinem Jugendlichen, den nicht einmal PlayStation wie oder Xbox gespielt hat. Die Spieler gehen immer mehr komplex und das ist schon bald erschreckend, wie nur die Spieler und die Realität kommen. Mehr wie einmal würde ich schon hören, dass so Spieler die Jugendlichen an ihrem Verhalten können beeinflussen. Also gut, wenn es kein Amoklauf wie das in Amerika der Fall war. Den Dr. André Malzer von der Uni Lützeburg hat mit seinem Team eine neue Etude über das Verhalten und die Auswirkungen von gewaltsamen Videospielern gemacht. Und Arno und Mathis wollten mal mehr genau wissen, was da alles getestet wurde. Wir waren zu Wolfer op der Uni und haben am Dr. Malzer iwwer seg neue Studie geschwärzt, die sich hauptsächlich auf gewaltverherrlichende Spieler bezieht. You see what Pagan has done to this country. Like it or not, your duties, Kirat. Wie eng Tester ginn an diesem Deel vun der Uni durchgeführt. Also im Rahmen der Medienpsychologie prüfen wir die Nutzung und die Wirkung von interaktiven Medien, speziell Videospielen. Also welche Folgen hat das Spielen von gewalthaltigen Videospielen beispielsweise auf das Erleben und Verhalten? Inwiefern wird Aggression gesteigert? Das ist so die zurzeit ziemlich aktuelle Forschungsfrage. Aber auch beispielsweise inwiefern Rennspiele Risikoverhalten im Straßenverkehr beeinflusst. Können Gewaltspieler die Leute zu brutalen Handlungen bewegen? Alle Menschen suchen immer einfache Lösungen auf komplizierte Fragen. Es wäre einfach nicht fair und auch nicht richtig zu sagen, weil er gewalthaltige Spiele gespielt hat, wurde er zum Amokläufer. Wir müssen davon ausgehen, dass wie alles Verhalten auch solche Amokläufe verschiedene Bedingungen haben, dass verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, die auf der einen Seite aggressives Verhalten wahrscheinlicher machen, aber rein zu sagen, weil Videospiele, gewalthaltige Videospiele, deshalb Amoklauf, das würde keiner der mir bekannten seriösen Forscher behaupten. Was wir allerdings wissen ist, dass die Wirkung gewalthaltiger Spiele bei Kindern und Jugendlichen viel stärker ist als bei Erwachsenen. Das heißt, je weniger Erfahrung ich habe, das ist ganz einfach altersbedingt, ja, umso stärker sind die Effekte. Von daher finde ich es wichtig, dass nicht alle Zugang zu allem haben. Ginet an Ihre Studien auch eines der unerwarteten Resultate? Es haben Kollegen in den USA die Vermutung geäußert, dass wir vielleicht unterscheiden müssen, dass nicht ein gewalthaltiges Spiel immer dieselben Effekte hat, sondern es beispielsweise auch eine Rolle spielt, welchen Charakter ich in einem Spiel spiele. Wir haben das Ultimate Fighting genommen als Spiel, ja, also was im weitesten Sinne noch als Sport gilt. Ja, und wir konnten jetzt zeigen, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob man männliche Kämpfer gegeneinander steuert oder ob man weibliche Kämpfer gegeneinander steuert. Wie gehen die Versuchskandidaten herausgesicht? Wir haben hier in erster Linie natürlich studentische Versuchspersonen. Aber mehr und mehr kommen auch Interessierte aus der Bevölkerung, die nachfragen, ob sie mal teilnehmen können an solchen Studien. Aber mehrheitlich sind es Studierende. Welchen Studiengang brauche ich für heute zu schaffen? Also wir nutzen das Medien- und Experimentallabor, das MaxLab, hauptsächlich für den Studiengang der Psychologie. Das umfasst den Bachelor, der über 3 Jahre läuft und ein allgemeiner Bachelor ist. Und auch für den neu geschaffenen Master in Psychologie, Master Psychological Intervention. You scared yet? Als Aufschluss kann ich sagen, dass das aggressive Verhalten von der einzelnen Person aufhängt und nicht durch die Spieler hervorgerufen wird. Jump right to worst cop. So where you cops get off on this shit?